Ach Freunde, ist nicht einfach wunderschön hier und alle drei Diamants, Nairus, Verores, Deans, aber vor allem fragen, wieso Diamants eigentlich, woher kommen die überhaupt? Weil in anderen Spielen haben wir von dem eigentlich nie was gesehen, wa? Ich meine, okay, bei A Link to the Past gab es Amulette und so, die hatten ja ähnliche Symbole, aber waren keine Diamants und eben Amulette. Crazy, wa? So, egal. Wir müssen weiter. Laut eurer neuen König, wo müssen wir hin? Wo segeln wir überhaupt hin? Laut Karte natürlich total die falsche Richtung, wie immer. Dann müssen wir nach oben, sprich mach mal nach Nordosten, wa? Wird wohl das Beste sein, du. Nach Nordosten. Alles klar, Freunde, Segel setzen, aber erstmal will ich da den Schatz noch holen, hehe. Da ist irgendwie ein Schatz gewesen. Jetzt haben wir wieder genug Platz für neue Rubine. Also ist alles tutti quanti. Alles in bester Ordnung. Picobello, ihr versteht schon. Was noch vergessen? Ah, immer eine falsche Taste. Ist unglaublich. So, vorwärts, komm schon. So, wir sind ja richtig. Hallo? Bergen, ja, geht doch. Und wir haben eine Truhe. Was mag wohl darin verborgen sein? Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Es ist ein Rubinvioletter. Naja. Wieso auch nicht wahr? Bevor ich es, wie gesagt, bereits wieder vergesse. Items. Wir benötigen da auf... Oh, habe ich es, wa? Ja gut, wieso eigentlich nicht? Bomben. Geht noch, alles klaro. Und wieder vorwärts. Ach ja, also die Karte, damit ich sehe, wo ich überhaupt gerade entlang fahre, beziehungsweise auch Gebiete und so wir gerade abforsten. Sehr schön. Ja, Freunde, so kann das Abenteuer endlich wieder weitergehen, wa? Denk mal, weil es sonst wieder ein bisschen zu langweilig wäre. Gehen wir direkt hier hin, dann hier und dann nach Portemonnaie. Ja doch. Denke ich mal, ist... eine gute Lösung. Und da haben wir sogar wieder eine neue Tingelflasche aus dem Miiverse. Zack. Ach ja, das Miiverse. Eine gute Idee, wa? Also grundsätzlich schon. Und das mit den Spoilern, das könnte Nintendo bitte ein bisschen besser machen. Das ist nicht gerade sehr professionell und gut gelöst, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Einfach überhaupt hin. Noch korrekt. Ich bin Korrektor, wie immer bin ich Korrektor. Ein bisschen zu langsam. Ja, Freunde, 7 Meilensäge, wir sind bereits dabei. Wir wollen es uns holen, wir wollen alles holen. Aber jetzt muss mal wieder Tag werden. Ach, die Schatteneffekte, ey. Sieht schon alles geil aus. Überall Inseln, alles zu erforschen. Ja, also Open World-mäßig würde ich sogar behaupten, dass The Wind Waker, glaube ich sogar, das beste Spiel ist, das es so gibt. Verrückt war, aber irgendwie... ja, teilweise noch ein bisschen zu langsam unterwegs und so und zu wenig los, aber ansonsten, Open World-mäßig, wie gesagt. Ich glaube, von den Zelda-Spielen, von allen Zelda-Spielen, die es so gibt, ist es wirklich, glaube ich, das Beste zurzeit noch auf dem Markt. Das will was heißen, dort brennt es auf der Insel, natürlich sehr schön. Da glaube ich auch später noch was, wa? Können wir mal den Fisch fragen? Fischi! Du bist da Tinten, oder? Wow! 5 Schätze hier, glaubst du auch. Wieso? 5 Schätze, echt? Weiß er gar nicht mehr. So, mal gucken, was ist das für eine Insel hier? Gibt es was für uns zu holen? Oder wie sieht's aus? So, komm her, bye. Was ist das alles für eine Insel? Mal ganz kurz hier, by the way, mal meine Zelda-Liste aufklappen. Beziehungsweise mein Excel-Sheet, wo ich alle Herzteile damals noch im Original... ja, gut, sehr gerade aufhalten. Wo ich alle Herzteile, die ich damals im Original gesammelt habe, aufgeschrieben habe, damit ich auch wieder weiß, wie ich es beim ersten Mal machen muss. Haifischinsel, was gibt's hier? Haifischinsel gibt es hier ein Herzteil, es gibt hier kein Herzteil. Schade drum. Das geht noch ein Zyklos, ey, der ist echt ein krasser Typi, wa? Na gut. Was soll das sein? Kannst du mir folgen? Nö, okay, das ist einfach mal her. Ja, zweite Portion Futter springen lassen. Tschüss. Die Tage kommen wieder, keine Frage. Ja, wie immer. Die Haifischinsel. Ja, sieht auch aus wie ein Haifisch und dem her. Alles Picobello und davon müsste doch Terrys Insel sein. Mensch. Ist das gerade dorthin? Sieht fast so aus, wa?
Also gar nicht Terrassininsel? Hä? Bin verwirrt. Verwirrt wie immer. Gerade mal bei den Entwicklern und so sind, was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass da mit den Futtertaschen so ist nicht besser gelöst, damit zum Beispiel, dass man halt alles Futter direkt in einem Platz hat und so, dass es automatisch ausgewählt wird, weil sonst ist sie auf hoher See, wenn man die Seekarte vervollständigen möchte, schon ein bisschen sehr doof. Ich denke, Tackviecher, die kann man auch mit Bomben abknallen. Aber nicht jetzt. Hab keinen Bock auf euch. Immer diese ungebetenen Gäste. Gibt's doch einfach nicht. So, wir sind richtig unterwegs, wie es aussieht. Neues Gebiet. Wo ist der Fisch? Fischers Fritz. Wieso donnert's wieder? Hallo? Why do you thunder? Da oben? Verstehe ich nicht, egal. Dort ist der Fisch, haben wir gerade gesehen. Oder? Ja, doch, dort ist er. Dort ist der Fisch. Fischers Fritz fischt frische Fische. Immer noch. Haben wir richtig hier? Nö, ein bisschen falsch. Das ist auch eine Insel, die wir später dann betreten können, wo es, glaube ich, ein Herz oder so gab. Glaube ich noch irgendwie. So. Na, Fischlein, wie sieht's aus? Neptunus natürlich. Hey, Jungchen. Was Bescheid über dich, weil die Region hier gerne auf deine Seekarte angezeichnet und dazu noch nützliche Informationen, wa? Dann fällt doch erstmal deine Seekarte auf, Mann. Dann mache ich schon den Rest. Und das ist die Herzinsel, das Feenkordinal. Ja, da gibt's was Besonderes. Stimmt. Hier gibt's ein Herzl, Freunde. Ja, für dich zu graben, wo ist die, Junge? Ja. Eine Schaufel haben wir hier leider nicht in diesem Zelda-Spiel, aber mit einem Tier für uns graben lassen, das geht. Mit Futter. Aber dazu noch später mehr. So, welches Feenkorallenriff? Habe ich eigentlich die Schatzkarte Nummer 4 dabei? Hallo? Schatzkarte Nummer 4, habe ich die? Nö, noch nicht. Ja, weil Nummer 4 würdet ihr sehen, dass hier eben das Herzteil wäre. Das bereits jetzt schon holen? Ich sehe eigentlich, wo sie ist, oder? Nö, sehe es eben nicht, naja. Egal, nehmen wir nicht. Dann sind wir halt wieder. Setzen wir halt wieder Segel. So, mit dem Schuh draus. Oh Mann. Kommen wir jetzt überhaupt hin? Neues Gebiet, alles klar. Ein bisschen falsch im Segel her. Dort vorne, liebe Freunde, ist unsere erste Station für das Diamant. Müsste, glaube ich, sogar Farures sein. Oder Nairus. Ach du Scheiße, die Viecher schon wieder. Und es ist Tag und die Viecher gehen mir auf den Senkel. Die sind übel. Die hat mit dem Bumerang platt gemacht? Weiß gar nicht mehr, wie das ging. Und da ist Neptunus. Dann fahren wir direkt mal an. Oh, wir leben hier gefährlich, Freunde. Wir leben hier gefährlich. Aber die anderen stoppen zum Glück. Kam sie, glaube ich, aber wahr. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich, dass die Region hier gerne auf deine Seekarte gezeichnet hat. Noch eine nützliche Information, wa? Ja, hätten wir gerne. Und davon ist bereits das Vieh. Wir kriegen dich. Nee, bitte nicht. Südliche Triangelinsel, gibt's ja auch was? Nö, sonst nichts. Wenn ihr von hier aus gerade nach Norden begebst, kommst du zu einer Insel namens Portemonnaie. Ein berühmter Fotograf. Ja, ich weiß. Machen wir auch. Ja, ist klar. Ich muss gerade konzentrieren, denn das Vieh kommt direkt. Oh, bin ich mir gerade so schnell unterwegs. Wow. Das war knapp. Oh. Die Viecher sind übel, So, ich will aber wissen, wie kann ich die Viecher platt machen? Ah, war doch so. Zweimal Bumerang und es ist gegessen, Freunde. Zweimal Bumerang. Merkt euch meine Worte. Verdammt. Komm zurück, Mann. Bumerang? Der kommt zwar zurück, aber ist egal. Ist egal. Nicht Bumerang, also Viecher platt machen. Alles klar. Es ist Nairus Diamant. Umherirrender, der den Weg weisenden Göttinnen suchst.
Bringen den Diamant zu mir. Hier ist er. Das Neros Diamant in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleiben noch 2. Yep, es bleiben noch 2. Wie komme ich jetzt von der Insel runter? Ja, voll erwischt, ey. Das war ganz schön anhänglich, wa? Ja, auch den aber noch erwischt. Ja, komm noch, komm noch. Versuch dein Glück. Bams! Nix gewesen, ein Spesenkumpel. Das kannst du dir schenken. Toll, komm ich jetzt da raus? Der haut doch nur wieder ab. Voll erwischt, ey. Trotz der Entfernung, hey, übel. Oder dein König, Achtung! Du kann es mir nicht, Kumpel. Ich habe noch drauf. So. Das müsste, glaube ich, reichen. Rubinchen. Und weg hier, Kumpel. Weg hier. Aber schnell weg. So. Kann ich hier noch hin? Genau. Die Vierer sind doof. So doof. Aber gut zielen können sie nicht. Das ist eine Tatsache. Oh ja, ja, ja. Und ich fahre gerade ein bisschen falsch. Oder? Ein bisschen zwar schon. So geradeaus, dann stimmt's doch wieder. Wisst ihr was? Mal ganz kurz das Lied des Windes. Nach Norden geht's ein bisschen schneller. Und die Möwen begleiten uns auf unserer Fahrt. Als Wind Waker. So, gibt es einen Grafikfehler hier? Hallo? Wasser im Bug? Wasser im Schiff natürlich gibt's nicht. Gut. Dort haben wir einen Turm. Gab's auch ein Herzteil? Ich glaube schon. Wo ist er eigentlich? Ja, wo ist er eigentlich? Wo ist Neptunus? Hallo Neptunus, wo bist du? Neptunus, Fischlein. Kumpel, ich brauch dich. Sonst habe ich ein kleines Problem. Wo ist denn der... Was ist jetzt los? Er schießt auf mich, hallo? Was war denn das gerade? Ich weiß es nicht. Egal, so die Dinge da müssen wir auch noch abknallen. Genau, da gibt's ja... Wisst ihr was, ich versuch's einfach mal. Wenn ihr es mir mal... Nehmen wir mal. Geht auch so. Vorwärts! Das Teil da müssen abknallen, genau. So, mal gucken. War das bereits? Nehmen wir es ein bisschen vorwärts. So, voll erwischt. Dann den danach. Bams, Bingo. Und dann Schluss die auf der Seite noch. Für ein Herzteil. Glaube ich. Oder waren es Rubine? Mir ist beides recht. Also so viele Rubine für die Aktion, denn dort, also Auktionen, da gibt es nicht nur 7 Meilensiegel, sondern auch wertvolle Schatzkarte und natürlich auch noch ein Herzteil. Ja, es gibt hier ziemlich viele Herzteile. Fast so viele wie damals bei Majora's Mask. Nee, ein bisschen weniger. So, alle erwischt. Und jetzt erscheint eine Truhe. Ja, Freunde, solche Inseln oder wohl eher solche Stützpunkte gibt es noch öfters hier auf hoher See. Die geben immer so eine, ja, so eine Truhe halt, wenn man die alle abknallt. Jetzt weiß ich nicht mehr, nur bei den wenigsten gab es auch wirklich ein Herzteil. Teilweise war es wirklich nur eine Schatzkarte oder halt Rubine. Link ist bitte da hoch. Link. 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 Ist das Kakaion? Geht doch. Also manchmal die Steuerung. Aber das war schon im Original so, von dem her. Bisschen schwammig teilweise. So, also Nummer 1. Was bist du denn? So. Das hätten wir auch. Link macht die Truhe auf. Wundersatz drin.
eine Totenkopfkette. Oder eben nur so ein Quatsch. Ja, wir brauchen sie schon. Also von dem her, stimmt natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es für ein Herzteil war oder für Geld vor allem. Schatzkarte vielleicht sogar. Irgendwas war mit den Totenkopfketten. Weiß echt nicht mehr. Was war denn das damals? So, Richtung stimmt noch ungefähr. Neptunus fehlt ja immer noch. Wo ist denn der? Mensch, will ich das? Die Seekarte haben. Wo ist denn der Fisch? Tja, wer auch immer er ist, ich sehe nichts. Ah, dort ist er ja. Menschenskind, hey, direkt vor der Schnauze. Direkt an den feindlichen Riff, können wir noch sagen. So, Kumpel, wieso habe ich ein halbes Herz Schaden gekriegt? Sehe ich gerade. Wieso? Warum? Was habe ich gemacht? Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Ja, also jeder hier. Ich bin Link, der Held. Jedem gefällt. Jupp. Und auch Michael, der Let's Player, jedem gefällt. Naja, das ist was anderes. 6 Augenriff. Gab es hier auch was? Nö, oder was? War das Spezielles hier mit diesen Riffs? Im Portemonnaie gibt es doch diesen Marktstand. Ja, mich wundern, wenn das mal demnächst so macht, wie der Dieb auf den Plan ruft und so. Was? Ja, stimmt, war ja auch noch was, genau. Mit den fliegenden Händel und so, das war auch noch übel. Die ganze Welt rumcruisen und so, aber das auch erst, wenn wir das 7-Meilen-Segel haben und uns besser fortbewegen können. Dazu später mehr. Und auch mit dem 7-Meilen-Segel, ich meine, ganz ehrlich, wenn du da plötzlich von A nach Z hier unten fahren muss, dann kann das Spiel natürlich schon extrem in die Länge gezogen werden. Aber das kann man ja auch ein bisschen umgehen hier. So, also ich überlege gerade, wo ist das Portemonnaie jetzt? Muss da vorne sein, wa? Ja, bin direkt dort. Bald schon dort. Was anderes, Freunde, wegen der Nintendo-Galerie. Bezüglich halt den Fotos und so. Ob ich die wirklich machen soll, alle Statten sammeln. Überleg noch, weil ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemacht. Wäre das erste Mal für mich und ja. Mein klar ist natürlich. Oh, verdammt, der schon wieder. Nicht 2 Klone schon wieder. Natürlich ist schon ein gewisser Drang dazu. Sprich halt, dass ein gewisser Drang, das Ganze komplett zu machen, 100% und so, ist natürlich schon da. Andererseits wird es natürlich das Ganze wieder in Länge gezogen und so. Aber mit mir wäre es natürlich wieder ein bisschen einfach. Also, ich muss überlegen, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Die Idee wäre grundsätzlich da, wäre sicher eine Überlegung wert. Aber ja, mal gucken. Aber der Rest mache ich sicher 100%, das ist kein Problem. Jo, Junge! Bist auch fleißig auf Schatzsuche, Mann? Willst du einen Schatz finden, sollst du erst eine Seekarte öffnen. Ja, ich dachte, jetzt vielleicht noch etwas für uns, aber ich glaube, das war nur einmal. Einmal Schatzkarten, das war's dann. Wohl dann, bis dahin. Bye, bye. Ja, bye, bye. So, das... Nein. Ich sag nein. Ist auch klar, was jetzt denn erwartet, oder? Tschüss. Ich will doch nur vorwärts kommen. So. Ich weiß, das ist eine Insel, wo wir gleich hin können, aber erstmal einen kurzen Fisch besuchen. Oh. Und ein Fischfutter. Ich werde sich ja freuen. So. Und mal ganz kurz aufklappen hier. Auf R auswählen. Gut. Ja, die Viecher schon wieder. Neptunus. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Das ist die Region, die gerne deine Seekarte gezeichnet, wa? Okay, Mann, falls doch mal auf. Okay, wir falten sie auf. Nördliche Triangelinsel. Diskutieren Geschichten, dass es in der Schule von Portemonnaie eine bezaubernde Lehrerin geben soll. Ja, 4 Mann und Ortslöwen, ganz klar. Das ist 2 von mir. Okay, Mann. Also, bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Oh, Mann. So, das ist der Klonus. Ach du Scheiße, hey. Mann, die Viecher nervt! Wow, weg hier! Pff. Vollen Leuten abgeschossen, mir interessiert das gar nicht. Kann ich dich auch mit Bumerang betäuben? Sogar platt machen. Das ging nur mit Bomben. Hehe. Der sagt der Bombe? Ah, Rubin ist hier eingeflogen. Cool. Ich sag ja, hier ist das echt geil gemacht mit dem Bumerang. Hey, der ist hier so praktisch. Hey. Unglaublich, aber wahr. So. Bezüglich Thumbnails würde ich natürlich gerne das hier auf dem nächsten Part drauf haben. Wenn wir das Dia-Modus, diesen Sockel hier stellen. Deswegen holen wir ganz kurz noch die Flaschen angucken. Wie kommt man da hoch?
Wo jetzt genau? Oh. Gute Frage. Gar nicht? Keine Ahnung. Ein Dekolabfleisch mit dem Greifhaken? Ich weiß doch nicht, so viel zum Thema nützlich. Wieso? Ja, hab bereits gesagt, Makros läuft mir wieder einmal und ja, das ist so viel dazu. Eklig. Ja, da ist ein weiterer Endboss. Nintendo. Die Tingle-Statuen. Och Mensch, es gibt noch so viel zu tun, ey. Es gibt noch so viel zu tun, Freunde. Sie glauben, oh, bin ich ganz hoch? Nee. Das, Freunde, sparen wir uns im nächsten Part auf. Dann geht's nach Portemonnaie, holen uns das 7-Meilen-Segel und ja, es wird noch richtig fantastisch. Ich glaube zumindest mal. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei der Wind Waker HD. Ciao zusammen.